Ich werde euch mitnehmen in den Predigtext. Wir lesen ihn im Johannes 5, Verse 17 bis 30. Ich lese aus der Schlachterübersetzung und das ist auch der Text, der vorne eingeblendet ist. Jesus aber antwortete ihnen: Mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Darum suchten die Juden nun noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleich machte. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, so dass ihr euch verwundern werdet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, sollt ihr den auf eure Stuhl? Die Stunde kommt und sie ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie hören werden leben. Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, auch Gericht zu halten, weil er der Sohn des Menschen ist. Verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Ich kann nichts von mir selbst aus tun. Wie ich höre, so richte ich, und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Das ist ein wunderbarer Text, der noch weitergeht. Es geht noch bis etwa 10 Verse weiter, wo Jesus so die Argumentation macht, eben, wer er ist. Wir tun uns jetzt einmal auf die Verse 17 bis 30 beschränken. Es ist ein Text, wo gerade im Anschluss kommt an die Heilung von dem Mann, der dem Teich Bethesda ganz viele Jahre gelegen ist und eigentlich keine Hoffnung hatte mehr. Und Jesus kommt dort und spricht ihn an. Der Christoph hat von diesem Text predigt. Einfach nochmal so kurz zur Erinnerung. Also die hoffnungslose Situation. Und Jesus kommt dort rein und wirkt. Und was war das Problem? Es war Sabbat. Am Sabbat sollte man doch nicht werken. Also am Sabbat darf man scheinbar auch nicht einem Mann helfen, der über 30 Jahre irgendwo hoffnungslos liegt. Und das hat Jesus gemacht. Und darum wird er hier angegriffen. Und jetzt kommt so seine oder seine Antwort auf die Anklage. Ich werde noch ein bisschen zurückgehen und zuerst so fragen. Wir haben jetzt so ganz viel gehört eben von dem Sommerlager, von einem Team, wo wir zusammen sind. Und ich habe mir so ein bisschen die Frage gestellt, ja, wieso ist das jetzt die Woche so gut gegangen? Wir haben ganz verschiedene Prägungen, wir haben ganz verschiedene Hintergründe, wir sind verschiedene Generationen. Und wir haben so ein schönes Lager dürfen erleben. Und ich glaube, der Schlüssel ist, dass wir eben unser Vertrauen auf Jesus Christus setzen und in einer gemeinsamen Abhängigkeit zu ihm leben.
Ja, häufig probiert man selber Recht zu haben und vergisst eigentlich, dass man Jesus Christus ins Zentrum setzen sollte und die Abhängigkeit zu ihm suchen. Und so sind auch Vertrauen und Abhängigkeit so zwei Begriffe geworden, die mich im Vorbereiten ein bisschen begleitet haben. Ich habe es schon gesehen, wenn das Jesus den Text hat gesehen oder die Worte hat gesehen. Und eigentlich wäre die Vorzeichen ganz anders gewesen. Die Vorzeichen wäre nicht gewesen, dass Jesus hätte angeklagt werden. Die Vorzeichen wäre so gewesen, dass Jesus als Messias hätte gefeiert werden. Also die ganze jüdische Gemeinde hat sagen, Halleluja, endlich ist Gott gnädig gewesen, endlich hat er den Messias gesendet. Weil Jesus genau die Wunder hat da, und zwar zweifelsfrei Wunder hat da, was es braucht, für als Messias eingesetzt zu werden. Also er hat den Leistungsnachweis erbracht. Aber eben, die Konsequenz ist nicht, dass die jüdischen Eliten ihn zu ihrem Meister machen, also dass sie sich in seine Abhängigkeit begeben, sondern sie werden bestärkt im Plan, Jesus zu töten. Für sie gibt es nichts außerhalb von ihrer Gelehrsamkeit, wo sie hätte vertrauen können. Und ich finde es ganz interessant, wie Jesus vorgeht. Er zieht sich hier an diesem Punkt nicht zurück, wie er es an anderen Stellen macht. Er wird auch nicht irgendwie wie der Temporeinigung handgreiflich, schießt Tischen um, sondern er redet sie direkt an. Er zeigt ihnen auf, warum er den Anspruch erhebt, Messias, Sohn Gottes zu sein. Und was verrückt ist, ohne das aktiv zu tun, aber mit dem tut er auch Motiv von seinen Anklägern entlarven. Ich habe den ersten Punkt überschrieben, Vollmacht aus Liebe. Vollmacht aus Liebe. Wie argumentiert Jesus? Er betont, was wichtig ist. Und das sehen wir ganz am Anfang. Denn der Vater liebt den Sohn. Der Vater liebt den Sohn. Vollmacht von Jesus kommt aus der Liebe, die der Vater zu ihm hat. Wir wissen, wer Geld liebt, der unterstellt alles am Ziel, Geld zu gewinnen. Wer Macht liebt, unterstellt alles am Ziel, Macht zu gewinnen. Jesus wird von seinem Vater geliebt und er liebt seinen Vater. Und darum unterstellt er alles am Ziel, Taten von seinem Vater zu vollbringen. Seine Vollmacht kommt aus der Liebe. Eben, ich habe es schon gesehen, Jesus hat sich hier aufregen können. Er konnte Tischen umstoßen, wie er später auch einmal tut. Aber das ist hier nicht dran. Er tut eine Antwort geben und geht auf die ein, die ihm nach dem Leben trachten. Jesus kann, was kein Mensch kann von uns. Er bleibt in sich gegründet. Er weiß, dass er völlig abhängig ist von Gott. Bei den Juden wäre all ihre Sicherheit in dieser Situation ins Wanken geraten. Sie glauben sich unabhängig. Sie glauben, das Gesetz so zu interpretieren, wie es ihnen beliebt. Und das ist jetzt mal ganz etwas Interessantes. Wir dürfen im Kirchgemeindehaus wieder eine Synagoge haben. Oder haben jetzt die letzte Zeit wieder eine Synagoge dürfen haben. Und es ist wirklich ganz interessant, eine Begegnung zu suchen mit diesen jüdischen Leuten. Und wie es immer so ein Abwägen ist. Man kommt so an den Gartenzaun, schaut, was sind das da? Das sind Tierchen. Aha. Und nachher haben wir tatsächlich jetzt einen Tag dürfen
ein Wachtelei übergeben. Und ich weiß jetzt nicht, ob er es jetzt einfach genommen hat, weil er freundlich sein wollte oder weil er tatsächlich das Vertrauen hatte. Aber wir haben gemerkt, was das die Person auch kostet, das Wachtelei entgegenzunehmen. Er hat all seine Gesetze und so müssen überlegen, ob jetzt das koscher genug ist, von uns ein Wachtelei entgegenzunehmen. Und das hat mich sehr tief beeindruckt. Das ist mir hier auch entgegengekommen. Auf was bauen wir unsere Sicherheiten? Ihre Autorität kommt aus ihrem Gesetz, aus ihrem Studium. Und ich glaube, eine wirkliche Autorität kommt aus Selbstsicherheit. Wie manchmal erleben wir Leute, die so selbstsicher daherkommen, aber ihr Auftreten ist eigentlich nur eine gut sitzende Maske. Jesus schöpft seine Selbstsicherheit aus der bedingungslosen Annahme, die er beim Vater hat. Und auch wir sind aufgerufen, nach dieser Liebe zu streben. Und jetzt habe ich unser Leitbild vorgenommen, da noch. Und darum haben wir das da drinnen auch aufgeschrieben. Liebe. Liebe ist ganz etwas Wichtiges. Und ich weiß, dass Liebe manchmal ein abdroschendes Wort ist. Ein Wort, das ja, für vieles gebraucht wird. Aber was hier gemeint ist, ist eben die bedingungslose Ausrichtung auf Gott. Wir sind aufgerufen, nach dieser Liebe zu streben. Und der Johannes tut in seinem Evangelium die Worte von Jesus noch vertiefen oder noch vertiefen die Worte von Jesus weitergeben im Kapitel 13 bis 15. Was bedeutet das? Zu lieben. Wenn uns die Liebe fehlt, vor allem anderen die Liebe für Gott, dann fehlt uns auch die Vollmacht. Und das unterstreicht hier Jesus gerade zweimal. Darum heißt es hier wahrlich, wahrlich. Zweimal doppelt unterstrichen. Amen, Amen ist das eigentlich das Wort, das hier steht. Also so sei es. Es ist wirklich, wirklich so. Ich kann nichts aus mir selber tun. Und es ist auch der zweite Doppelstrich da unten, was dann heisst, eben, ich kann nichts aus mir selber tun. Es ist wirklich, wirklich wahr, ich bin in meinem Tun völlig vom Vater abhängig. Leben aus Glauben. Im Vers 24 kommt der zweite Doppelstrich. Wieder so ein wahrlich, wahrlich oder ein Amen, Amen. Wer glaubt, wird leben. Nicht ein bisschen Leben geniessen, sondern wirklich leben. Wirklich zum Leben durchgedrungen sein. Endlich frei, ein Leben ohne Grenzen? Nein, viel besser. Es ist nicht ein Leben ohne Grenzen im Sinn von, dass wir alles tun und machen, was uns so beliebt, sondern eben ein Leben in der vollkommenen Abhängigkeit zum dreieinigen Gott. Und darum in diesem Sinn endlos und zuletzt perfekt. Das ist auch eine Wahrheit, die wir im Evangelium, das ist eine Wahrheit, die alle Evangelisten immer wieder erwähnen. Wir lesen mehrfach, wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben um Jesus willen verliert, der wird es gewinnen. Oder man könnte so anders sagen, was ist 5 Minuten in unserem Leben, wo wir Gottes Willen ausführen, im Vergleich zu einem ganzen Leben ohne ihn? Haben wir eine Garantie dafür? Jesus erfüllt am Kreuz den Willen vom Vater und stirbt für uns. Hat er eine Garantie gehabt, dass der Vater ihn auferwecken würde? Ich glaube ja, weil die Verbundenheit vom Vater und vom Sohn sie so stark war, dass er gewiss sein konnte. Im Vers 21 lesen wir, wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, wer er will. Und das ist jetzt ganz interessant. Der Vater hat noch gar niemand vom Tod auferweckt.
Aber er sieht, wie der Vater auferweckt, so tut auch der Sohn auferwecken. Jesus konnte Tote zum Leben auferwecken, bevor ihn der Vater vom Tod hat auferweckt. Von diesem Umkehrschluss hat Jesus gewiss sein. Bei uns ist vielleicht der Glaube weniger eine Gewissheit. Vieles, wo wir rechnen, dass es Glauben ist, kann für andere als Zufall abgetan werden. Wir haben hier in der Sommerferien mehrfach eine Wanderung unternommen. Und 3-mal ist etwas passiert, was für mich ein Wunder ist. Das erste Mal sind wir über einen Otterenpass gewandert, haben dort übernachtet und dann sind wir hinterher. Und dann habe ich gedacht, oh, was machen wir jetzt, wenn wir dann mit diesen müden Kindern noch eine Stunde an dieser Sonne müssen warten. Und dort hat es eine Postautohaltestelle gehabt. Wir sind hergelaufen und dann sind 2 Frauen dort gestanden und habe ich gesagt, an euch kommt jetzt das Postauto. Dann haben sie gesagt, ihr könnt euch umdrehen, es fährt gerade her. Das war das erste Mal. Das zweite Mal sind wir auf Grimialp oben nachgelaufen. Und auch wieder, aber da vorne, wenn wir nicht das Postauto nehmen, das lenkt dann. Und wir sind ans Ende dieser Wanderung gekommen. Und der Noah hat gesagt, schau, Vati, das Postauto kommt gerade schon oben an. Das war das zweite Mal. Und das dritte Mal sind wir da über den Bundergrat ein. Und hinterher Almenalp. Sind zu Kandersteg Bahnhof. Das ist jetzt fast das wenigste Wunder, weil da haben wir vorher noch im Fahrplan geschaut. Aber auch da sind wir hergelaufen und der AFA-Bus ist gerade zu suchen gefahren. Und ja, jemand könnte sagen, ja, das ist einfach Zufall. Und ich sage, nein, also 3-mal hat Gott mir wie einen Händedruck gegeben und 3-mal hat er mein Glauben bestätigt. Und das ist für mich ein Glaube, der eben im Leben praktisch ist und das Leben interessant macht. Darum Leben durch Glauben. Und was ist das Letzte? Das ist der Tod aus dem Gericht. Was ist die Alternative zum Leben aus Glauben? Das ist Tod aus Gericht. Am Schluss heißt es da im Vers 29, die das Gute getan haben, werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung zum Gericht. Wie können wir Gutes tun in unserem Leben? Nur durch die Abhängigkeit zu Gott und im Vertrauen auf seine Liebestat von Jesus am Kreuz wird für unser Versagen gezahlt. Unsere Motive werden bereinigt. Selbst wenn wir das Gefühl haben, oh, jetzt sind wir völlig auf Jesus ausgerichtet und jetzt ist völlig, auch in diesem Lager, wir sind völlig mit Jesus unterwegs und wir wollen zusammen das Lager machen. Das ist die menschliche Absicht, die wir wirklich mit gutem Willen tun. Und manchmal kommt in dem Sinne immer wieder unser Ego zum Tragen. Aber ja, warum? Warum steht jetzt der her? Warum mache ich jetzt die das so? Das sollte man doch anders machen. Es geht nicht um grundsätzlich richtig oder falsch. Es geht mehr um unser Ego, das ein bisschen verknebeln. Wir haben grundsätzlich schon mal vorbeigeschossen. Das ist Sünde. Mit Jesus werden wir zu Treffenden. Dank seiner Vielführung, dank der Vielführung von Jesus, von unserem Lebensziel, werden wir zu Treffenden. Ist es jetzt gleich, was wir machen? Nein, eben gerade nicht, weil wir ja aus der Abhängigkeit von Jesus leben wollen. Weil wir es machen wie Jesus. Er vom Vater abhängig war. Unser Herz kenne nur mehr und Jesus. Und wir sollen uns völlig auf das ausrichten. Und mir ist da der 2. Korinther 3, Vers 6 in den Sinn gekommen. Der uns tüchtig gemacht hat zu dienen des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Wir dürfen
ein wahres Leben haben, ein lebendiges Leben, ein Leben auf Jesus ausgerichtet. Und ich habe mich neu entschlossen, als ich das geschrieben habe, und das ist auch die Einladung für uns alle, nehmen wir Jesus zu unserem Vorbild, indem dass wir unser Vertrauen in die Abhängigkeit vom dreieinigen Gott legen und unser Sein von seiner Liebe prägen. Unser Sein von seiner Liebe prägen. Amen.